komm zur Theaterstadenzeit. Guten Morgen, Annelies. Lampert, jetzt hast du mich so erschrocken, dass mir der Faden davon ist. Komm, lass mir Fadel, das kann ich besser. Ja, das hab ich gemerkt. Kaum bin ich 5 Monate im Haus und schon bin ich Reizt dich? rein. Wenn's die reut, dann nehme ich alles wieder zurück, was geschehen ist. Soll ich? Nein, Lampert, das war schade. Du, bei mir ist gar nicht mehr so wohl, seit die Mutter so misstrauisch ist. Ich meine, allerweil, ich muss was da gefragt haben wegen dem Testament. Früher oder später wird sie es da fragen müssen. Ja, bis jetzt weißt du noch nichts gewiss. Ich meine allerweil nur, dass du der Erbe vom Hof wirst. Da wird sie allerdings eine schwere Enttäuschung erleben. Meinst du, dass ich ihr dann schlecht bin, als Schwiegersohn? Mir ganz gewiss nicht und das weißt du und das ist die Hauptsache. Es ist schon eine vertraute Welt. Jetzt bin ich der einzige Sohn vom Feichtenbauern und doch der ärmste Bursche im ganzen Tal. Ja, früher war es mir ja gleich gewesen. Aber jetzt, gerade jetzt, das verfluchte Testament. Komm jetzt, Lampert, nimm's dir nicht so zu Herzen. Schau, ich such kein Geld und ich such keinen Hof. Du allein reichst mir schon. Ja, und das andere, das kann sich schon noch geben. Dein Vater, der lebt hoffentlich noch recht lang. Ich weiß nicht. Der gefällt mir gar nicht mehr recht in der letzten Zeit. Ja, und wenn er mal nicht mehr ist, Ja. dann kann ich zusammenpacken und gehen. Okay, schau, dann tu halt ich nähen und du gehst ins Sägewerk. Wirst sehen, wie gut es uns geht. Vielleicht gewinnt der Vater den Prozess mit der Breitwiesen doch. Dann könnten wir uns ein kleines Anwesen kaufen. Ja, geht's gut, das Recht geht's nicht, ist auch gleich. Bist so viel gut mit mir, Annelies. Meiner Lebtag habe ich nicht viel gespürt von der Liebe. Ja, eine Mutter habe ich keine gehabt. Okay, du wirst keine Mutter gehabt haben. Ja, freilich habe ich eine Mutter gehabt. Aber an dem Tag, wie ich auf die Welt gekommen bin, hat sie sterben müssen. Ja, schon in der Schule haben sie immer der Sündenbur zu mir gesagt. Und so bin ich allein geblieben. Aber jetzt bist du nicht mehr allein. Vielleicht sind wir bald zu dritt. Meine Mutter, wenn das erfährt. Die wird sie auch 3 schicken müssen. Ja, und dein Vater? Naja, begeistert wird er nicht gerade sein. Aber er ist kein Unmensch. Und dich kann er gut leiden. Bis sein Sonnenstrahl, hat er neulich gesagt. Lass gehen, wie es geht. Auf die Weise wissen wir wenigstens, dass wir nicht mehr auseinanderkommen, wir zwei. Und du bist mir wirklich gar nicht besser? Ich dir besser sei. Geh, du bist doch mein liebes Mädel. Du kannst ja nichts dafür. Ich nehme alles auf mich. Du bist den Stall rausgekommen. Der Metzger ist da wegen dem Stierkeibe. Ja, ich komm schon. Bist jetzt du noch nicht fertig mit dem Gewand? Bloß noch ein paar Stich. 4 Tage hast jetzt schon das Gewand hin. Die Grammerin wartet schon lang drauf. Ja, aber natürlich. Wenn man die ganze Zeit gestört wird, dann ist es kein Wunder, wenn man nicht fertig wird. Ich hab's ja gleich. Ich hab dir so aufgetragen, du möchtest mit Lampert reden und fragen, wann es der Alt endlich einmal einen Hof übergibt oder was überhaupt ist mit der Erbschaft. Aber das bekümmert dich scheint's gar nicht. Und warum sie im ganzen Ort einen Testamentsbauern heißen, das hast du auch noch nicht rausgekriegt. Na? Und was ist denn das für ein Prozess, den der Bauernmann mit seiner Schwester führt? Ja, also so viel ich gehört hab, zwingst der Breitwiesen. Ja, der Bauer möcht's verkaufen und das Geld wohl an Lampert geben. So? Für was braucht denn der Geld, wenn er sowieso einen Hof erbt? Ja, und wenn der Alt schon verkaufen will, was hat ihm dann da seine Schwester drei zu reden? Die Wiesen gehört doch ihm, oder nicht? Ja, so viel weiß schon. Na also, was hat dann seine Schwester ihr Nasen stecken? Oder ist sie am Ende Mitbesitzerin? Also die Geschichte gefällt mir nicht. Und wenn ich das gewusst hätte, dass da am Feichtenhof so wiegelwagel zugeht, dann hätte er die gar nicht daher geholt. Du, dass der Lampert heute noch mit dem Bauern redet. Ich will jetzt endlich einmal wissen, wie ich dran bin. Ja, ist schon recht, ich geh jetzt zur Grammer ins Gewand probieren. Ich muss dahinter kommen. Ich glaube, es ist höchste Zeit. Das Dirndl ist so merkwürdig. So ein Luder, mein Lieber. Ja, was denn für ein Luder? Da fragst du noch, in unserem Dorf gibt's ein aufrichtiges Luder und es ist dem Feigenhofer seine Schwester, die Patschunkeler Hirnbrand, ne? Am Bauern, Ja. seine Schwester.
Hast du auch was damit? Jawohl, 8 Hennen hat sie mir schon erschlagen. Jetzt nur, wenn die Viecher durch den Zaun durchschlüpfen und das Salatblattel abfressen und wenn sie es erwischt, dann schlagt sie es und schmeißt es über den Zaun rüber. Gerade hat es mir wieder eine rübergeworfen. Meine beste Leghenne. Ja, du, die hat doch mein ganzen Dorf aus. Ja, Morgen hat sie ja wieder einen Prozess mit den Bauern wegen der Breitwiesen. das ist der 9. Prozess, den sie miteinander machen. Du, Jusel, Ja. du bist doch so ein gescheiter, so ein halb studierter Mann. Du, was sagst jetzt du zu der Testamentsgeschichte? Ja, freilich habe ich studiert. Ich war ja 3 Jahre auf dem Gymnasium. Ja, freilich. Und dann haben sie mich plötzlich abgebaut, weil ich einmal nicht gewusst habe, wie die Mutter vom Achilles geheißen hat. Ja, Das muss aber ein sauberes Frauenzimmer gewesen das sein. glaubst du. Wegen dieser Dame hat schon mancher Student wieder zu seinem heimatlichen Misthaufen zurückkehren müssen. Du, Ja. wie ist jetzt die Sache mit dem Testament, hä? Warum weißt du da was? Ja, so nix gewiss, weiß ich nicht. Machst du einen Schnaps? Da kann ich nicht Nein sagen. Habe ich noch nie abgeschlagen. Ist ein ganz guter. Ja, hoffentlich. Ein Selberbrinder. Ja, wenn Sie rausstellen, wer brennt es. Schau. Also dann. Ja, ja. Der läuft hinunter. Der wärmt an auf bis an die hintersten Gemächer. Ja, ja. So, du möchtest also wissen, wie es denn mit dem Testament steht? Ja. Ja. Du, ich verrate keinem Menschen was. Du kannst mir's wirklich erzählen, auf Ehr und Seligkeit. Sag einmal, Balbina, wie lang bist jetzt du auf diesem Hof, beim Feichtenhof? Bist jetzt du schon Hauserin, hm? Ja, jetzt wird's ein halbes Jahr. Aha. Pass auf, dann fragst du den Bauern selber, wie es um das Testament mit seinem Vater steht, und dann garantiere ich dir, Was garantierst dass mir? du das nächste halbe Jahr nicht mehr da bist, ja. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, dann red nie wieder von dieser Sache, gell? Ach, so steht's also mit Ja, dem Testament. Hätte man doch gleich denken können, dass an der Geschichte was nicht sauber ist. aber es ist halt Aber ich komm dahinter, worauf du dich verlassen kannst. Ja, was ist denn? Gottes Willen. Was ist denn mit dem Bauern los? Schlägt es ja mit gleich ins Bett her. Ich geh nicht ins Bett. Aber was ist denn passiert? Ja, der Schwindel hat den Backen, hat's ihn hingehauen. Ja. Komm, Vater, geh halt ins Bett. Na, der hat's mein Lenstuhl her. Allein steht er dem lieber. Ein bisschen umfallen. Das war doch zum Lachen. Ja, jetzt ist er nieder, dann wird schon wieder gehen, gell, Ich schau Markus? einmal nach dem Doktor. Ja. Ich brauch keinen Doktor. Ja, Ich hab keine Zeit zum krank sein. Ich muss nur aufs Gericht. Morgen ist die Verhandlung. geh, in dem Zustand kannst du doch nicht aufs Gericht. Sonst nicht lang umeinander, alte Krautplätschen. Ja, was schaut's mir denn so an? Als ob ich schon den letzten Schnaufer mache. Ich mach dir einen guten Bohnenkaffee. Kaffee ist was für alte Weiber. Mir bringst dann Wein. Ja, aber meinst du, dass dir der Wein gut tut? Jetzt frag doch nicht so dumm. Ein Wein hat einem Menschen noch nie schlecht getan. Du, was der Bauer angeschafft hat, bring einen Liter Spezial mit 2 Gläsern. Ja, das tut ihm am allerbesten. Ne? Josel, Ja. dem Doktor trau ich nicht. Der hat was gesagt vom Spital und vom Operieren. Um Gottes Willen. Markus, lass dich nicht operieren. Du kannst ohne Operation auch kaputt werden. Ja, ja. Außerdem wird sich deine Schwester nur freuen. Um was das Geld kostet, diese Operation. Mindestens 6.000 Mark. Ja, ja, da sind die Beerdigungskosten auch dabei, ja. Was? Ja, das darf deiner Schwester so passen. Zuerst wirst operiert und dann bist du RIP. RIP? Ja. Was heißt denn das? Das steht auf deinem Grabstein dann drauf. Und heißt auf Deutsch, Rutsch ins Paradies. Was gibt's denn Neues, Josel? Ein Hähner hat's mir wieder erschlagen. Kannst du nicht den Garaus machen? Ja. Der Kanaili. Ja, So, ja. was bist du da so, ein Ja, Paragraphenjacke? ja, das ist nicht so einfach, mein lieber Markus. Da schau mal her, da pass mal auf. Was? Da heißt Paragraph 636, die Besitzer von Hunden sind verhalten, ihre Tiere so zu verwahren, dass sie am Eigentum anderer Personen keinen Schaden verursachen können. Ne? Ja. Das sind Hund Ja. und nicht Tenner.
Ja, aber in der Beziehung sind Hund und Hähner gleich, ne? Ja, da muss deine Henner am Maulkorb umhängen. Ob sie mir's erschlagen darf, das ist die Frage, das weiß ich eben nicht. Und darum haben wir gedacht, nachdem du doch morgen auf dem Krieg bist, ob du dich nicht deswegen ein bisschen erkundigen könntest, ne? Ja, das kann ich schon machen. Ja. Wenn das übermorgen ausgewählt. Ja. Ah. Schau, er schenkt ein. Ja. Wahrscheinlich. Er ist sowieso wieder alles verlieren. Ja, nein, du wirst, hallo, komm. So, jetzt. Ja. Was heißt denn, du wirst ja gewinnen, du musst gewinnen. Wetten? Na, wetten tue ich nicht, aber schwören könnte. Ich hab keine Hoffnung. Was habe ich nicht schon alles probiert? Adoptieren, legitimieren, das Testament anfochten, alles für nix und wieder nix. Wenn ich das Geld hätte, was die Advokaten eingeschoben haben, dann war der Bub nicht mehr arm. Ja. Jetzt besser auf die Sparkasse dran. Du, Markus, ich hätte wieder einen neuen Kniff. Was? Na, was wird denn das schon wieder sein? Sehr interessant, pass auf, da ist ein neues Gesetz rausgekommen wegen der außerehelichen, unehelichen Kinder. Und da heißt es, warte mal, da haben wir es extra da schon her, da steht's, da pass auf. Diese werden jetzt in vielen Beziehungen, insbesondere in vermögensrechtlicher Hinsicht, den ehelichen Kindern gleichgestellt. Ne? Ja, das hat schon Hand und Fuß. Aber du kennst das Testament von meinem Vater. Sollte mein Sohn Markus und so weiter ohne eheliche Nachkommenschaft, nein, du weißt schon, wie schön das noch wird. Ja, vielleicht lass sie doch irgendwas machen. Ne? Nein, da habe ich keine Hoffnung. Ich habe in der Sache schon so viele Enttäuschungen erlebt. Und der Lampert wird nun einmal kein gesetzlicher Nachkomme. Ja. Und geht dort der Wille des Testamentvollstreckers. Na ja, aber du könntest dich einmal erkundigen. Grüß dich Gott, Brandtaler. Grüß Gott, Josel. Ja, grüß dich gut, Herr Pfarrer. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Also, da will ich nicht mehr länger stören. Markus, vergiss nicht morgen auf dem Gericht die zwei Sachen. Ja. Meine Hähner und die außerehelichen Kinder, gell? Ja. Gut. Herr Pfarrer, ich glaube, er braucht noch keinen Fürspruch. Na, die Feuchtenhofer sind ein harter Schlag. Die brauchen extra Hackel, damit sie werden. Ja. Also nachher will ich nicht... Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Moment, das ist nicht gut, wenn der Wein warm wird. Ja. Wenn er warm wird, kann er leicht kaputt gehen. So. Ja, gut, sitzen Sie ja noch nieder, Herr Pfarrer. Dankeschön. Was verschafft mir die Ehre, dass Sie mir mal besuchen? Tja, weil man den feuchten Bauern halt gar nicht sieht in meiner Kirche. Ja, Sie können mir's glauben. Wegen am Herrgott und wegen einer war ich schon in die Kirche gekommen. So. Ist zwar, habt's mir ja nichts da. Aber wenn man so wie ich zum Gespött vom ganzen Dorf wird, da wird man leidscheu. Wie der Lampert gekommen ist, haben sie alle geschrien, jetzt hat er ja einen Erben. Aber zu spät ist er gekommen. Na, zum Schaden auch noch den Spott. Da hört es sich auf mit der Menschenfreundlichkeit. Ja. Wie geht's dir dem Brandtaler? Ich hab gehört, dir ist ein Unfall zugestoßen. Aber jetzt sehe ich, dass es gar nicht so schlimm ist. Wer hat's denn da schon wieder so eilig gehabt, Ihnen das zu vermelden? Ach, ich war gerade selber in der Nähe. Ah. Und da hat mir jemand, der es gesehen hat, mitgeteilt, dass du gestürzt bist. Naja, und weil man nicht wissen kann, wollte ich heute mal nachschauen. Aber jetzt sehe ich, dass von einer Gefahr gar keine Rede ist. Soll ich Ihnen sagen, wer Ihnen gesagt hat, dass Sie mich besuchen sollen? Aber das ist ja jetzt nebensächlich. Die Hauptsache ist doch, dass dir nichts von Bedeutung fehlt. Ja, es ist niemand anderer als meine eigene Schwester. Naja, sie hat sicherlich nicht schlecht gemeint. Nicht schlecht gemeint, da haben wir es ja schon. Meine Schwester kümmert sich seit neuestem um mein Seelenheil, weil sie weiß, dass 2/3 von meinen Sünden auf ihr Konto gingen. Aber sie hat ja weiter nichts gesagt, als dass dir schlecht geworden ist. Sie kann schon gar nicht mehr erwarten, bis sie auf dem letzten Loch pfeifen. Aber den Gefallen tue ich ihr nicht. Die ist nämlich die einzige, die einen Nutzen hat, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Im Testament von meinem Vater heißt es... Aber Brandtaler, ich weiß nichts von den Geschichten. Ja. Ich bin ja erst ein Jahr hier und habe mich im Allgemeinen nicht um diese Dinge gekümmert. Dann will ich Ihnen sagen, warum ich bei meinen Mitbürgern und besonders bei meiner Schwester unten durch Jetzt bin. reg dich nicht auf, Brandtaler.
Das schadet dir nur. Du weißt was, ich komme ein andermal, ja? Nein, Herr Pfarrer, bleiben Sie noch da. Mir ist es schon recht, dass die Geschichte mal hören, wie das zugegangen ist. Wir waren nur 2 Kinder, Bartschunkula und ich. Bartschunkula war ein paar Jahre jünger wie ich und ich bin früh in die Wetten ausgekommen. Und wie ich wieder heimgekommen bin, hat der Vater gesagt, Bub, jetzt war's Zeit, dass du heiratst. Hab doch noch so viel Zeit. Ich bin alt, hat er gesagt, und ich will noch erleben, dass was Lebendiges da umeinander hupft am Hof. Hab doch noch Zeit. Hab mich in keine ernsthafte Liebschaft einlassen. Ein Hof ohne Erben, hat er gesagt, das ist wie ein Baum ohne Äst. Tu mir den Gefallen, Bub, und schaut dir um ein Weib. Aber das hat doch noch Zeit, mir pressiert's nicht und dann sind wieder ein paar Jahre vergangen. Und vor allem ist er gekommen und hat gesagt, also, wenn du nicht heiraten willst, dann weiß ich ein Mittel, dich dazu zu zwingen. So? Und damals hat er das Testament gemacht. Aha. Aber ich habe von dem ganzen Testament nichts gewusst. Auf einmal hat mich doch die Liebe gepackt. Zu der Kirchlerzenz von Oberndorf. Sie war mir das Liebste auf der Welt. Ich habe noch nie einen Menschen so gern gehabt wie das Mädel. Aber auf einmal wird die Zensi ganz anders. Sie will nichts mehr von mir wissen. Und dann ist die Geschichte auseinandergegangen. Sie hat dann den Hirschenwirt von Klameck geheiratet. Und wissen Sie, wer mich bei der Zensi hinausbissen hat? Na, wahrscheinlich der Hirschenwirt von Klameck. Weit gefällt. Meine eigene Schwester hat mich hinausbissen. Nein. Die Zensi hat mir später einmal eingestanden. Meine Schwester hat mich nur schlecht gemacht bei ihr. Wär ein Trinker und ein boshafter Kerl und hätte ein paar ungute Weibergeschichten gehabt und so weiter. Von da weg haben die Weibsbilder von mir Ruhe gehabt. Aber der Vater hat natürlich drängt. Ich sollte heiraten. Es gibt doch noch andere Mädel. Tja. Aber ich wollte von der ganzen Geschichte nichts mehr wissen. Ja. Und dann hat mich die ganze Sache mit der Zensi so verdrossen. Und wenn er wieder mit einer gekommen ist und wollte mir's einreden und ich hab verneint, dann hat er nur spöttisch gelacht und gesagt, wirst schon noch gescheiter werden. Na, hab ich gesagt, mich kriegt keine mehr dran. Dann stirbt der Vater. Und jetzt kommt das Beste. Das Testament. Na, du hast doch alles geerbt. Ja, von wegen. Jetzt will ich einer sagen, wie der Wortlaut des Testaments von meinem Vater heißt. Ich vermache mein gesamtes Anwesen, wie es liegt und steht, meinem Sohn Markus. Na also? Ja, jetzt kommt's erst. Sollte er jedoch ohne gesetzlichen Leibeserben bzw. ohne eheliche Nachkommenschaft sterben, dann geht das gesamte Anwesen nach seinem Tode an meine Tochter Porciuncula und deren gesetzliche Nachkommenschaft über. Ach, so ist das, ja. Naja, die Geschichte ist allerdings nicht ganz sauber, aber immerhin. Jetzt habe ich auch begriffen, warum die Porciuncula gegen die Geschichte mit der Zensi und mir war. Sie hat von dem Testament gewusst. So. Sie hat immer in unsere Kisten und Truhen umeinander geschnüffelt. Was? Das ist ja kaum zu glauben. Sie hat mir's im Zorn einmal ins Gesicht geschrieben, wie ich im Schlamassel dringesteckt bin. Sie hätte ja als einzige einen Nutzen gehabt, wenn ich ledig bleib. Ja. Aus Trotz habe ich ein paar Jahre später geheiratet. Und wie es der Teufel haben will, unsere Ehe ist kinderlos geblieben. Die ganze Heiraterei war umsonst. 2 Jahre später habe ich mein Weib begraben. Und dann war ich wieder allein, ohne Kind, ohne gesetzliche Nachkommenschaft. Ach du meine Güte. Na, da hast allerdings Pech gehabt. Ja, das Pech kommt erst. Warum ich zum Gespött vom ganzen Dorf und warum ich zum Testamentsbauern geworden bin. Ja. Jetzt passen Sie auf. So 2 Jahre nach dem Tod von meiner Frau habe ich mir eine Magd ins Haus genommen. Sie war ein braves und arbeitsames Geschöpf. Und wie es jetzt schon so geht. Und man ist halt auch nur ein Mensch. Ach,
Und in meiner Wut und meinem Zorn auf die ganze Welt. Ja, brauchst nicht weiterreden. Ich kenne mich schon aus. Im Zorn hast du dann mit der Magd ein Kind auf die Welt gesetzt. Naja, die Sache ist zwar nicht ganz sauber. Nicht ganz sauber? Das ist nur so eine Redensart von mir. Ja. Und dann ist der Lampert gekommen. Ja. Jetzt hätten sie den Spott und den Hallo im ganzen Dorf hören müssen. Ich hab mir zeitweise überhaupt nicht mehr aus dem Haus traut. Die Ehe kinderlos. Und dann ein uneheliches Kind mit einer Magd. Was sagen Sie jetzt zu der Geschichte? Ja, aber du hättest diese Person doch heiraten und das Kind legitimieren können. Ja, das hätte ich schon machen können. Ja. Aber das arme Geschöpf ist mir ja an dem Tag gestorben, wo der Bub auf die Welt gekommen ist. Ach, mein Gott. Naja, in so einem Fall sollte man heute früher heiraten. Ich hab von der ganzen Sache nichts gemerkt. Sie hat sich nichts zusammengetraut und wie ich draufgekommen bin, was los ist, da war es eigentlich schon höchste Zeit. Wir haben das Aufgebot schon bestellt gehabt. Da stürzt's mir ein paar Tage vor der Hochzeit über die Stirn. Ach. Ein Blutsturz, das Kind war da. Und das arme Geschöpf hat nur noch ein paar Stunden zum Leben gehabt. Tja, das war ein schlimmes Malheur, ja. Jetzt bin ich da gestanden mit meinem Baby, mit meinem ganz ungesetzlichen Leibeserben, denn ohne Mutter hat der Bub keinen Anspruch. Ich hätte noch mal heiraten können, aber das hat mich verdrossen. Dann hat mir auch das Bier wieder erbarmt. Was sagen Sie jetzt zu der ganzen Sache? Ja, ich meine, die Sache ist zwar nicht ganz sauber, aber immerhin. Was heißt nicht ganz sauber? Das ist nur so eine Redensart von mir. Und wenn ich jetzt die Augen zumache, dann sitzt sie, meine Schwester, da einer und erbt alles. Und der Bub kann schauen, dass er als Knecht irgendwo bei einem Bauern unterkommt. Ja, kannst denn gar nichts tun für den Lampert? Was hab ich nicht alles probiert? Aber ohne Mutter hat der Bub kein Recht und keinen Anspruch. Und im Testament steht gesetzliche Nachkommenschaft. Da tut mir der Bursch aber wirklich leid. Vor ein paar Wochen wollte ich die große Breitwiesen verkaufen. Ja. Damit ich wenigstens ein bisschen was auf der Hand hab für den Buben. Meine Schwester hat's rausgekriegt. Und schon sind wir wieder beim Gericht. Schon gibt's wieder einen Prozess. Es muss alles so bleiben, wie es liegt und steht. Es darf nichts verkauft werden. Und gelten dort der Stand am Todestag von meinem Vater. Na, da bist du aber ganz schön in der Zwickmühle. Ist der Prozess schon entschieden? Na, morgen ist die Verhandlung. Aber wenn ich die Geschichte kenne, werde ich das wieder sicherlich alles verlieren. Ja, kruzetiert. Brandtaler. Entschuldigen Sie. Manchmal könnt ihr wirklich alles an die Wand schmeißen. Aber jetzt reg dich nicht auf, Brandtaler. Der Zorn schadet dir nur. Du sollst dich ein bisschen schonen. Ich meine, du bist ja schließlich auch nicht mehr aus Eisen. Ja, wie ich gemerkt habe, dass es mit mir bergab geht, da hat mich so eine Unruhe befallen. Ja. Ich habe mir ein Gewissen draus gemacht, dass ich diesen ungesetzlichen Leibeserben in den Weg gesetzt habe. Dass ich nichts für ihn tun kann. Für den einzigen Buben vom Feichtenbauern. Naja, mit Fleiß und Sparsamkeit kann er schon noch zu was bringen. Ja. Und sich einen Hausstand gründen. Das war mir schon recht. Und wenn ihr so seht, wie er das Mädel, die Annelies, anschaut, da gibt's mir jetzt mal einen Stich. Wie der lebendige Vorwurf, kommt mir der Bursch vor. Die Annelies,